Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenkästchen TV. Heute haben wir uns etwas ganz Tolles überlegt, und zwar wir einander Witz erzählen. Und immer wenn man lachen muss, nimmt man einen Eiswürfel ins Maul und wir dürfen erst wieder rausnehmen, wenn man die andere Person zum Lachen gebracht hat. Darum würde ich sagen, geht es gerade los, und natürlich müssen wir zuerst mal unsere Eiswürfel holen. So, da haben wir Eiswürfel. Ich würde gerade sagen, starten wir mal. Und übrigens, man darf sein Gesicht gar nicht verziehen, man darf auch nicht grinsen oder so. Man muss einfach keine Reaktion zeigen. Was findet man bei Kannibalen unter der Dusche? Head and Shoulders. Oh nein. Jetzt musst du! Und also, wenn der Basel jetzt nochmal lacht, muss er nochmal einen Eiswürfel ins Mund nehmen. Gut. Doch! Treffen sich zwei Unterhosen, fragt die eine die andere, warum bist du denn so braun? Sagt die andere, ach, ich hatte eine beschissene Woche. Aber ich krieg einen zweiten rein. Ja, okay, das halt nicht. Welches ist die härteste Droge von allen? Das Bahngleis, ein Zug und du bist tot. Wie ich jetzt gelacht habe, muss ich ihn immer noch im Mund halten. Ach, das war kalt. Ja, okay! Und der Fritz zu seiner Mami, Mami, alle sagen, ich kann schon lange sagen. Sagt Mami, sonst verkratzt du den Fußboden. Der Witz geht leider nur auf Hochdeutsch. Ich habe ein Brot angerufen, es war leider schon belegt. Welches Ziel haben Sie? Vierabend und längerfristig Wochenende. Nein, ich meine so richtig langfristig. Ferien. Steht ein Baum allein im Wald. Das ist es. Ja, ein Baum ist... Ja. Wenn sich eine Türe schließt, geht eine andere auf, sagte er. Ich sagte zu ihm, das ist ja schön und gut. Jedoch sollte das Auto schon repariert werden, bevor ich es kaufe. Sagt Kuh zum Polizist, mein Mann ist auch Bulle. Warum hat eine Blondine für gewöhnlich einen abgeflachten Hinterkopf? Weil ihr beim Trinken immer der Klodeckel runterfällt. Sorry an alle Blondinen, die das Video gerade gesehen haben. Nehmt es nicht persönlich. Ach. Hals, Maul und Verstand raubten eine Bank aus. Doch während sie das Geld einpackten, hörten sie die Polizei heranbrausen. Verstand versteckte sich kurzerhand in der Mülltonne, während Hals, Maul geradewegs den Bullen in die Arme lief. Wie heißen Sie? Fragte der Polizist. Hals, Maul. Wie bitte? Hals, Maul. Sagen Sie, haben Sie den Verstand verloren? Nö, der hockt in der Mülltonne. Der Vater sagt zum Sohn, Sohn, ich muss dir was sagen, du wurdest adoptiert. Sagt der Sohn, was? Ich will sofort meine echten Eltern kennenlernen. Darauf der Vater, wir sind deine echten Eltern. Und jetzt mach dich fertig, du wirst in 20 Minuten abgeholt. Was sagen wir in Hollywood, wenn morgen frei ist? Morgan Freeman! Hoch in den japanischen Bergen fragt der 10 Schüler seinen Meister. Meister Aikodo, warum denken die Europäer, dass wir alle gleich aussehen? Antwortete der Meister, ich bin nicht Meister Aikodo. Was ist das Gegenteil von Katalog? Kata sagt die Wahrheit. Warum ist der Hintern vertikal und nicht horizontal geteilt? Wäre der Hintern horizontal geteilt, wäre es doch besser. Könnte man es schön klappen hören, wenn jemand die Treppe runterläuft. Hä? Kriegen sich zwei Glatzköpfe in die Haare. Ein Mann geht ins Einwohnermeldeamt. Ich würde gerne meinen Namen ändern. Beamte. Okay, wie heißen Sie? Der Mann Karl Hotzfurz. Beamter. Das verstehe ich. Wie soll Ihr neuer Name sein? Der Mann Horst Hotzfurz. Sie hat da jetzt Beleuchtungsanlage, wo die ganze Zeit pfeift. Das ist mega toll. Auf einer Bank saßen 3 Männer. Alle 3 hießen Josef, bis auf Karl, der hieß Peter. Hans kommt spät abends betrunken nach Hause. Er weckt seine schlafende Frau. Gertrud, weißt du, was mir gerade passiert ist? Als ich die Klotür aufmachte, ging das Licht automatisch an.
und als ich sie zumachte, ging das Licht wieder aus. Ich glaube, ich bekomme Superkräfte, sagte die Frau. Nein, Hans, du Ferkel hast schon wieder in den Kühlschrank gepinkelt. So Leute, das ist die Geschichte. Hübsch ihre Bilder. Hoffe, ihr habt Frau. Rauchen!